Leif Kameradinnen und Kameraden, da gesieht man hunlo ein Wahlprogramm ha gestimmt. Ein Exerzice, den man der doter Form nach net gemäht hun, ein Europawahlprogramm an die Diskussionen an dat auch pumol schon gesot gehen, die Diskussionen sinne drüber an se Werte weitergoen, an het werden de Programm als Grundlage vun enger großer Diskussion, déi für allem an die nächsten 2 Monate wird an der Öffentlichkeit ausgedroht gehen. An de Programm als den Programm vun Eis, vun de Linken, mir gëtt och nobause vertruden vu 6 Kandidaten. 6 Kandidaten, die an den Tableranten, an der Öffentlichkeit den dote Programm, seg Inhalter werden firdroen. Wir hunn als für gut 2 Monate, huet sech Nationalkoordination ze Summe gesat an huet en Erbesgruppe Wahlen aberuf, den am Fong 3 Missionen hat, engerseits de Wahlprogramm zu elaborieren, andererseits die Wahlkampagne zu entwickeln, an drittens eng Proposition zu machen, vu Lëcht. An am Numm vun der Erbesgruppe probieren ich lo die Kandidaten vorzustellen, aber hun dat net willkürlich gemäht, weil nun als Kriterien gehen, nur denen man Kandidaten ausgesicht hun. Ein echten a wichtigen Kriter, a politische Kriter war für uns Parität. Das entretemps eng Selbstverständlichkeit für uns gehen, dat mehr paritätisch Listen präsentieren bei Wahlen, weil es eng Gleichberechtigung und auch die politische Gleichberechtigung auch ein Ausdruck ist von unseren politischen Prioritäten. Wir haben geguckt, für die Liste zusammenzustellen, dass es eng sozioprofessionell ausgeglachen Lëcht ass. Dat et Leiit sinn, déi an der Gesellschaft aktiv sinn an den verschiedensten gesellschaftlichen Domänen, an denen mehr auch präsent sinn. Mo noch geguckt fir eng gewisse Gerechtigkeit, wat Alter oder Ausgeglachheet, wat Altersstruktur ugeht, mo noch geguckt fir eng gewiss Regionalproportion ranzukriegen. Ammo hun geguckt, dat das Lëcht am Fong auch als Gesellschaft, an der mehr Leben repräsentiert. Und zu der Gesellschaft am Leben gehören noch Leute, die nicht lützebäuerisch Nationalität tun. Zu Lützeburg sind das da ganz viel. Aber wann an den letzten Wochen ob eng meiner Meinung noch relativ hypokrit erweis an den Medien immer betont gehen ist, am Fong wie wenig net Lützebäuer sich für die Europawahlen angeschrieben haben, da gebe ich Staat gerne vergleichen mit den Listen, wie sie präsentiert gi bei den Europawahlen. Wie viele net Lützebäuer sind da bei der CSV auf der Liste, bei den Grünen, bei der LSAP? Und ich kann dir echt sagen, da könnt sie mal nicht in enger Hand aufzählen, weil es sie kein Druck. Und das ist ein wesentlichen Teil von dem, wie mehr aber auch als Gesellschaft repräsentiert gesehen und dürfen auch an der alphabetischer Reihenfolge den ersten Kandidaten und ich verbieten abzustehen, den Manuel Bento. Den Manuel könnt aus einem für uns ganz wichtigen Bereich, hier könnt aus dem Bausektor hin als Erbester. Der Manuel als Präsident von der Personaldelegation aus engem Betrieb und für allem der Manuel als Vizepräsident von der Chambre des Salariés. Und wir sind immens froh, dass der Manuel das Jahr für nur 2009 für uns kandidiert. Der Manuel hat ein politisches Engagement, das auch aus seinem Heimatland Portugal einen Beweis setzt als aktiven Militanten auch vom Bloco de Esquerda als Schwesterpartei an Portugal und auch Member von der Europäischen Linkspartei. Alphabetisch führen geht es dann mit Trace Gorsa. Trace ist eine lang bekannte Militantin von uns, die einen politischen Vécu hat, den die Geschichte von der Diversität von der Geschichte von den letzten 30, 40 Jahren Linkheit zu Lützeburg repräsentiert. Trace ist ganz aktiv gewesen an der Frauenbewegung, an Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, als eng von dem Trace singen Passionen, als eng von seinen Hauptaktionen, von seinem politischen Engagement. Trace ist aber auch ein Expert oder eng Fachfrau,
was Sozialversicherungsfroen ugeht, Sozialversicherung, die für uns ein Kernstück sind vom Sozialstaat. Drees war ganz aktiv an den letzten 2 Jahren, wann es darum gegangen ist, wie wir es gewählt haben gegen die Pensionsreform, an Drees ist nicht zu leisten. Member vom Büro von die Link, von der nationalen Koordination von die Link, an Drees als Tresorier. Dann, den dritten an der alphabetischen Reihenfolge, als wie ein mittlerweile schon zu lesen kriegt, ein Gespenst, was anscheinend hier zu Lützeburg umgeht. Gespenst, Ender Hoffmann. Und ich meine, dass das Gespenst nach auf den einzelnen Tableranten den ein oder anderen Politiker hantieren wird. Den anderen ist ehemaliger Philosoprof, den anderen war Deputierten für die Link, den anderen war politisch 30 Jahre zuerst am Gemengerot, war an 2-mal zuerst am Schafferrot, alle Linkskoalitionen. Den anderen ist ähnlich wie Drees auch ein Teil, ein ganz wichtiger Teil von der politischen Geschichte, die wir als Link an den letzten Jahren probiert haben, hier zu Lützeburg mitzuschreiben. Den anderen hat aber ein ganz großes Engagement, was Nachhaltigkeitsfragen angeht. An der Zeit, wo den anderen nicht an der Chambre war, 2009 war er noch Member vom Nationalen Nachhaltigkeitsrat und hat die Frage von der nachhaltigen Entwicklung auch mänglisch die Fragen an der Linke verstärkt thematisiert an der Letzte. Dann, das feiert an der Reihenfolge als Fabienne Lenz. Fabienne ist Historikerin und am Moment arbeitet als Bibliothekärin an einem Lycée. Fabienne ist Co-Portparole von der Linke und dadurch schon ein Zeitchen. Fabienne ist vor allem und den europäischen oder den Ausdruck für sein Engagement für europäische Fragen setzt sich den Ausdruck merkt die vor allem durch, dass hat auch Delegierten ist von der Linke bei der Europäischen Linkspartei, aber bei der Europäischen Linkspartei auch die Link vertritt. Dann könnt ein bisschen mehr jungt gesieht, neid gesieht bei uns, was noch nicht so lange dabei ist, was der auch schon bei den Nationalwahlen kandidiert wird, Dominique Rochet. Dominique hat no seinen Sprachstudien schafft an einem Lycée, an einem europäischen Lycée, den Deutsch, Französisch, Lützeburgisch abgestaltet ist, den am Anfang auch ein Projekt ist von einer grenzüberschreitender, an einer am Anfang positiver Dynamik, wie sich zu Lützeburg auch keine Großregion ernst nach 4 Stellen. Dominik ist vor allem aktiv am assoziativen Bereich, wo es sich immens engagiert und auch politisch ganz stark und Migrationssujets und Migrationsfragen interessiert. Und dann der 6. auf der Liste, last but not least, ist der Justin Töpel. Den Justin ist aktuell neben dem Serge den Deputierten von der Link an der Chambre. Der Justin ist für allem bekannt als Gewerkschaftsmilitant beim Landesverband, den über Jahre responsabel war für den Sektor Publik und auch domängisch ein ganz wichtig und wesentlich Arbeit gemäht wird. Vielleicht noch 2 Bemerkungen, ein bisschen mehr genereller Natur. Für uns ist es wichtig, und das ist eine bewusste Decision, dass ein Deputierten auf der Europaliste ist. Es ist für uns wichtig, für die europäischen Fragen, mit denen, die am nationalen Parlament diskutiert gehen, zu reagieren. Wenn ihr gesagt, wie am nationalen Parlament europäische Fragen traktiert gehen, dann ist es manchmal umso mehr wichtig, nicht nur symbolisch zu weisen,
dass für uns Nationalpolitik auch Europapolitik ist und umgekehrt Europapolitik auch Nationalpolitik ist. An die Verbindung haben wir auch bewusst probiert anzugehen. Und dann eine letzte Remarque, eine Information, die wahrscheinlich noch nicht alle gut die Leute wissen. Wir sind der Überzeugung, dass wir am Anfang leider die einzig wirklich kredibel Kraft sind gegen den liberalen und den neoliberalen Mainstream, wie in einem Moment an der politischen Landschaft, sich an der parteipolitischen Landschaft zu Lützeburg ausdrückt. Dafür kandidieren wir auch bei nationalen Wahlen, aber bei Europawahlen. Wir sind aber Demokraten genug, für auch denen, mit denen wir nicht einverstanden sind, politisch, an denen wir politisch bekämpfen, an denen wir enttarnen wollen, als das, was sie sind, nämlich Neoliberaler. Wir unterstützen sie aber, weil auch sie haben ein Recht, bei diesen Europawahlen anzutreten. Dafür hat Sergio Urbani, und das ist ihm sicher nicht einfach gefallen, aus diversen Gründen, dafür hat Sergio Urbani die Liste von den Piraten erschrieben, wo man sie auch die Möglichkeit haben, zu Lützeburg bei den Europawahlen können zu kandidieren. Und ich meine, dass das ein wichtiges Zeichen auch von der Linken ist. Das ist gesagt, das ist die Kurzpräsentation von den Kandidaten. Ich meine, es soll den zum Wort übergehen oder zur Diskussion und dann zum Wort übergehen. So, merci.